Hello Peoples. Ich habe gedacht, ich bringe auch ein bisschen Bodybuilding auf meinem Kanal, weil das mache ich ja als Men's Physikathlet. Also ich bin halt einer von den Dünnen, von den Beach Boys. Aber da ich jetzt noch 64 Tage entfernt bin vom ersten Wettkampf, habe ich gedacht, bringe immer ab halb sieben so am Sonntag, wenn alle schon beim Essen sind und ich schon wieder Hunger habe, ein Video auf mit einem Form-Update und beantworte auch alle eure Fragen. Also immer, ich nehme immer die Fragen vom vergangenen Video und du sie dann beantworten, egal um was es geht, Ernährung, Training etc. pp. Und er denkt, im heutigen Video machen wir mal ein bisschen eine Rückschau, was so bei mir passiert ist in den letzten 2 Jahren. Weil ich bin ja 2022 das letzte Mal gestartet und dann 2023 einfach mal ein Jahr zum Abend gekommen, nach ganzen 15 Wettkämpfen innerhalb von 3 Jahren und halt ein Covid-Jahr. Und dann das zweite Jahr auch noch keine Wettkämpfe machen, weil es einfach nicht gerade so in meinem Mind war. Und jetzt habe ich wieder angefangen, habe einen neuen Coach, den Gabriel. Grüße gehen raus. Läuft wirklich sehr gut. Ich muss ein bisschen mehr Updates bringen an ihn. Da bin ich ein bisschen rar. Aber ich bin einfach kommunikativ nicht so auf der Höhe immer. Ich glaube, ich brauche das einfach alles beim Arbeiten. Aber jetzt versuche ich mich auch nicht zu bessern. Yes. Und damit du einfach mal sehst, wie es in der Vergangenheit abgelaufen ist und ein bisschen schon ein Zückchen geben, wie es jetzt aussieht, das auch im nächsten Video einschaltet, zeige ich euch mal etwas. Also, das ist 47 Tage vor dem One-Up 2022, vom ersten Wettkampf. Ich muss mich schnell hier ein bisschen kleiner machen. Ihr seht, fat as hell. Und ich habe dort schon viel abgenommen. Keine dünne Taille, die mich auszeichnet. Ein bisschen Rücken. Hüftspeck on point. Brust behaart. Ja, da versuche ich noch irgendetwas zu machen, dass es besser aussieht, aber kann man vergessen. Also eben, ihr seht, es ist gar nicht gut gewesen. Also nicht gut, wir haben eine gute Form bekommen. Und die Form hat dann nach 47 Tagen sehr viel Cardio, harte Ernährung noch on top, ein bisschen Schuben anziehen, hat dann so ausgesehen. Wenn ich jetzt kleiner mache, dann leider kein Sound. Aber ja, hat ja nicht schlecht ausgesehen, würde ich jetzt mal sagen. Da ist auch die Taille dann dünn geworden. Rücken unten ist auch ein bisschen rausgekommen. Da kämpft man noch gegen den guten Flo, der in jeder Klasse glaube ich mitgemacht hat an diesem Wettkampf. Da verliert der Flo gegen mich. Grüße gehen wir raus. Yes. Da hinten eine breite Tomo und noch der breitere Thomas. Wenn ich Medaille bekommen habe. Yes. Genau, das war der erste Wettkampf. 2022. Nachher ist es an Dennis James gegangen, wo ich Erster geworden bin. Leider im Overall verloren, aber gegen sehr gute Athleten. Habe auch Glück gehabt bei Dennis James, dass ich eher einen schlanken Athlet haben. Also in meiner Klasse. Weil dort sind brachiale Typen unterwegs gewesen. Und nachher ist es nach Alicante gegangen mit dem Gabo Fabi. Und Fabi ist auch gestartet, da bin ich bei den Newcomers, ist es glaube ich, Zweiter geworden hinter ihm. Weil ja, sein Rücken macht einfach einmal. Also ich kenne den. Sein Rücken ist pro Niveau gefühlt. Also nicht gefühlt, er ist fertiger Schluss. Yes, und dann in Alicante bin ich nicht mal in meiner richtigen Klasse nicht mal ins Finale gekommen. Und dann war noch Bukarest gesehen, wo Marco unterwegs war, wo auch in Classic Physik gestartet ist. Dort bin ich, glaube Zweiter geworden oder Dritter. Nein, ich glaube Dritter. Hat es auch recht gute Athleten gehabt.
yes. Aber mir hat es einfach immer an Fleisch gefällt. Ich hatte eine schöne Linie, gehabt, aber mich hat es einfach an Fleisch gefällt. Fertig am Schluss. Besonders Rücken muss ich einfach aufbauen. Und das habe ich versucht, die letzten 10 Jahre. Und da gebe ich mir schnell einen kleinen Sneak Peek, wie so ein bisschen aussieht. Weil es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn man davon ausgeht, dass es mal, das seht ihr nicht. So, eben da. 30.08.2022, eben vorm One-Up hat das noch so ausgesehen. Und da steht zwar gestern, aber das ist im September gesehen, 2024, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also man sieht, es ist ein bisschen Fleisch auf den Rücken gekommen. Klar, es ist immer noch speckig. So eine kleine Linie wie ein Fabo oder auch ein Tim würde ich wahrscheinlich nie anbekommen, weil ich einfach wässrig wird, sobald es geht und mein Körper einfach da Love Handles bildet. Yes. Aber ja, wenn man es vergleicht, ich denke, es sind Welten. Und vom Licht her ist es auch gleiches Licht. Aber, ja, es ist einfach ein bisschen on top gekommen. Yes. Das ist so ein kleiner Sneak Peek, wie ich gerade aussehe, also wie ich ausgesehen habe, wo ich im Aufbau gesehen bin. Wir haben jetzt noch 64 Tage. Ich und der Gabo haben eigentlich schon viel erreicht. Also bin bei 105 Kilo ist glaube ich mein Max gesehen. Jetzt bin ich noch 89,25 Kilo schwer, also einiges schon weg. Ich hatte auch ein Video gemacht, schon heute, wie ich aussehe. Aber ich bin einfach behaart, wie ein Bär. Also, das wollt ihr nicht sehen. Da tue ich mich einen rasieren. Jetzt kann meine Freundin freuen. Ähm, und dann kommt nächsten Sonntag um halb 7 ein aktuelles Formvideo, wo ihr zum ersten Mal meine Form anschauen könnt, für die, was interessiert. Yes. Und sonst eben 6. April, erster Wettkampf, MC Bruck und dann vielleicht dann geht es nach Alicante oder Marokko. Mal schauen, wir sind noch am Planen. Das Geile ist eben, mein Coach, der Gabo, ist auch immer fast überall dabei. Der Fabian ist auch überall fast dabei und der Tim, glaube ich, auch. Also bin ich eigentlich gerade mit den 2 besten Men's Physik-Athleten, die noch nicht Profis sind, so gefühlt unterwegs, die ich halt einfach persönlich kenne. Es gibt natürlich auch noch andere, viele gute Athleten. Also Shoutout an alle Athleten, die es noch in der Schweiz gibt. Zum Glück sind wir nicht alle in der gleichen Größe, sonst hätte ich gar keinen Stich. Also ich treffe die 2 Herren, wenn es gut läuft, im All-Roll an, weil die 2 Herren sind zum Glück alle größer als ich. Also ich hoffe es, beim Team bin ich mir nicht so sicher, aber beim Fabian bin ich mir 100% sicher. Yes. Nein, ich freue mich wirklich auf die Wettkampfsaison. Und eben, wenn du jetzt jeden Sonntag um halb 7 ein Video sehen wollt, am besten folgen, Glocke aktivieren, Kommentar unter das Video noch schreiben mit Fragen, die ich im nächsten Video wird beantworten. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag um halb 7 und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.